Ja, wie? Über was willst du hören? Mikrobielle Biosphäre. Ach ja, kommst gleich mal her an der Erwachsenen-Tisch hockt der Ski. Mikrobielle Biosphäre. Super Thema. Kennt man sich fragen, brauchst du denn das? Und früher hat es das ja gar nicht gegeben. Was sind denn so mikrobielle Biosphäre? Na, das sind abgeschlossene Systeme. Abgeschlossene Systeme heißt, kommt keine Materie neu und keine Materie raus. Das heißt, da ist der Deckel zu, keine Gase, Organismen und sonstige Stoffe sind im Austausch mit der Umgebung. Das Ding ist zu. Das Einzige, was neu darf, ist Energie in der Form von Licht und darf hinaus in der Form von Wärme. So, wieso braucht man das und wieso mikrobielle Biosphäre? Von Biosphäre hast du bestimmt schon mal gehört, von dem großen Experiment da in Arizona, wo die da in dem großen Ding da drin waren, eine Zeit lang. Und mikrobielle Biosphäre, was wir damit machen wollen, ist solche individuelle Mini-Ökosysteme, die quasi nur aus Mikroorganismen bestehen, kleine Dinger, die wollen wir richtig extrem replizieren. Also ganz viel von denen machen. Und dann wollen wir untersuchen, was brauchst du denn eigentlich für so einen, sagen wir mal, einen Stickstoffzyklus, einen Stickstoffkreislauf, um den laufen zu lassen. Mit wie vielen Organismen kannst du denn das hinkriegen? Und wie stabil ist denn das? Oder geht es irgendwann aus? Oder läuft es immer weiter? Und unter welchen Bedingungen scheitert so ein Zyklus? Das weiß man nicht. Ökologen untersuchen nämlich wirklich eigentlich nie das Scheitern von so einem System. Und gucken nur drauf, ob es vom einen in den anderen Zustand verändern tut. Zum Beispiel, was weiß ich, ein Grasland in eine Steppe oder irgend sowas. Aber in so ganz einfachen Systemen arbeiten fast keiner. Das ist eigentlich interessant, weil wenn man irgendwas grundsätzlich verstehen will, versucht man so meistens runterzubrechen, wirklich auf einfache, sagen wir mal, grundsätzliche Dinge. Aber wenn Ökologe, so wie wir, normalerweise irgendwas messen am Stickstoffzyklus, dann messen wir das halt draußen im Grasland oder auf der Wiese, auf dem Acker oder im Wald. Und das ist ja so unglaublich komplex, da ist ja wirklich alles da, was du dir nur vorstellen kannst. Organismen im Boden, unzählige Rehe, also nur alles, was es nur überhaupt gibt, ist da. Aber wenn man irgendwas grundsätzlich verstehen will, ist manchmal gar nicht schlecht, wenn man es vereinfacht. Und wenn man das ganz klein macht und wenn man nicht den Austausch erlaubt mit der Umgebung, das heißt, das kann nicht irgendwie gerettet werden von außerhalb, wenn mal irgendwas nicht richtig geht. Nur unter solche Bedingungen kannst du wirklich gucken, ob es auch mal schief geht. Also ob so Systeme wirklich auch mal aufhören zu existieren. Und dann wird es interessant, weil dann kann man nämlich gucken, ja, warum hat denn das nicht geklappt? Hat der Nachschub von dem einen Prozess von der anderen nicht funktioniert? Oder ist aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel der photosynthetisch aktive Organismus, der hat abgenippelt aus irgendeinem Grund, weiß nicht warum, dann ist natürlich erstmal der Ofen aus. Und so Sachen zu untersuchen, das ist echt interessant. Und Hindernisse sind mehr oder weniger, weil das halt alles so klein ist es schwierig dann noch zu gucken, ob die Zyklen auch noch wirklich existieren und was da genau drin abläuft, also quasi die Sensortechnik. Und das ist halt was wir da in den nächsten Jahren bei uns im Labor noch mal entwickeln wollen und mit vielen Replikaten gucken, unter welche Bedingungen halt einfach solche Zyklen existieren können und unter welche sie aufhören zu existieren. Also quasi Individuen von solchen Stoffkreisläufen. Und davor braucht man mikrobielle Biosphäre. Wenn dich das noch mehr interessiert, kannst du unten in der Beschreibung auf das Paper draufklicken, wo wir dazu geschrieben haben, ist auf Englisch. Allah, weißt du dann Bescheid? So, ess ein Stückchen Quetschekuchen. Und